Hey, damit ich auch keinen Ohrenschaden bekomme, kann man mich nochmal doch ein bisschen leiser stellen. Hallo. Perfekt. Heute, meine lieben Leute, ist Kaffee Bre ohne Kaffee unterwegs, sondern mit Tee. Teebre. Brete. Brate. Brate, sagen. Brate. Brate. Also ich habe wieder eingeschaltet. Die sind eigentlich jetzt alle im ja, egal. Das ist nicht der original Einleitung. Ja, ich wollte sagen, gell? Wir sind ein bisschen, wir haben uns entkoppelt von der Wurzel von Kaffee Bre. Back! Welcome. Back Ja, man. to the best. Welcome Bre. Hey, welcome. Machen wir ein bisschen arabischer Welcome. Welcome. Please, welcome. Please, komm hier, sitte hier. Das Komische ist, bei uns im Arabischen haben wir kein P, sondern wir sagen jetzt B. Das heisst, meine Eltern sagen nicht Teppich, sondern Dibich. Und arabische Taxifahrer in Dubai sagen nicht please, sondern please. Come in, please. Please, come in. Come inside. Also, welcome back. Migrationsvordergrund, welcome back zum besten Podcast im Osten. Wir sind wieder mal in der gleichen Formation unterwegs. Ich bin linker Offensivverteidiger, wo ab und zu mal ein bisschen Cancel-Sprüche mal durchlässt. Der Karan ist unser Peter Crouch. Wie heißt er? Wie heißt der Goalie? Wie heißt der tschechische Goalie? Peter Coach. Nein, Peter Cech. Peter Cech, genau. Der Peter Coach. Cech, wo alle Cancel-Sprüche abfängt von hinten. Hey, stimmt, lustigerweise hat ja der Peter Cech einen Helm. also so einen Kopfhelm. Oha, schau jetzt. Gell? So unterbewusst irgendwie. Krass. Und am dritten seine Position im Oh, Kontext Stürmer von direkt. Fußball. Ich würde eher sagen, dass er so der Sohn von einem Stürmer ist. wo nach dem Spiel so irgendwie aufs Feld kommt und ein bisschen so mitkickt. So, darf ich noch ein Goal machen? Wo auch innerlich so irgendwie wollte Model werden, aber nichts mit Fußball irgendwie zu tun, so wie halt Rich Kids Sons. Ja, Aber eben, wir sind wieder mal in der gleichen Formation da wieder dabei. Wenn wir jetzt gerade von Formation schwätzen, haben da eigentlich WM geschaut? Ja. Teils. Gut, Nein, das ich ja. Also, wir haben es einmal verfolgt in der Schule. Und ja, jetzt Haben da so Leinwand aufgestellt und so? ja, nein, zum Teil einfach den PC nebenan angestellt oder so separat nochmal ein Hinter. bisschen gemacht und weiter geschafft. Aber ich weiß nicht. Irgendwie mega komisch. Alle haben tippt, ich leider nicht. Also haben die so spaßhalber oder haben die auch effektiv so Nein, Geld? Spaß halber. Ich glaube, bei SRF war, dass man kann so tippen und Ja, dann hat es so stimmt, Gruppen gegeben. Ja. Und Gibt's ja, so ich glaube noch mega lustig gewesen. Und ich habe es bereut, dass ich nicht eingestiegen bin. Darum habe ich es noch weniger verfolgt. Mhm. Also, aber was ich sicher verfolgt habe, ist die Schweiz. Ja, voll. Dort habe ich schon geschaut. Das war geil gewesen. Am Schluss leider verloren. Also Mhm. leider, was heisst leider? Sie haben Absehbar zu irgendwie. Recht irgendwie verloren, haben Ja. ein bisschen zu schlecht gespielt. Mhm. Aber ja, was willst du machen? Mein Vater hat jedes Spiel angeschaut, wie eigentlich jedes Jahr. Also jedes 4. Jahr. Ja. Und zum ersten Mal habe ich meinen Vater so richtig mit glänzigen Augen gesehen, dass einerseits Marokko und andererseits sieht man jetzt seit neuestem, dank der Marokkaner, in der Öffentlichkeit nicht, dass Leute so Christenzeichen machen, sondern dass auch Also. vorher Leute so Wetten Aha, mit den Ja, Händen. voll. Mein Vater, Verstehe. hey, der ist richtig stolz zugeschaut. Emotional. Voll mitgefiebert. Ja, Max. Ja, ist schon was Neues. Also sowas hat es noch nie so in dem gegeben, dass afrikanisches Land so. Das ist schon. Warte. Schon lange her. Der hat es, glaube ich, noch nie gehabt. Also schon lange her, aber Ja, entweder nie gehabt oder. Nein, schon also lange bis zum gibt's Halbfinale ja. ist noch kein afrikanisches Land gekommen. eben noch nie. Echt? Nein. Ja, voll. Echt Nein. noch nie. Also Nie. so indirekt. Direkt sind sie nicht gekommen, indirekt sind sie gekommen. Ja, Mhm. direkt sind sie ein paar Mal gekommen, ja. Ich habe mal das Video gesehen, wo sie das französisches Team analysiert haben. Bro, Algerien, Benzema. Dann alle anderen kommen irgendwo von Afrika. Ja, voll. Aber dann muss man zugleich auch sagen, die sind dort geboren Ja, und ja. haben auch die Education vom Fußball dort mitbekommen. Absolut. Ja. Da ist dann ja. generell nicht mehr Mhm. fußballtechnisch dann mit der Herkunft hängen zu tun. Ja. Und dann finde ich es eigentlich so ein bisschen komisch, wenn man dann so argumentiert. Voll. Ja, das sind noch Algerien, die sind blau. Ja, den Marokkaners habe ich es echt böse gönnt. Aber sie haben leider eben ein paar Chancen gehabt, aber nicht rein. Einfach, der Ball hat an dem Tag einfach nicht rein. Und die Verteidigung ist schwach gewesen. Also, Nein, eben nicht. Verteidigung ist gut in dem Spiel jetzt ein bisschen Ja, in weniger dem- gegen ja. Frankreich. Aber in Verteidigung, die sind
so mit Leidenschaft dabei gewesen. Da war mich gestresst, dass es einen im Sturm, der im letzten Spiel gegen Frankreich nicht hätte mitmachen, weil im vorherigen Spiel eine rote Karte zu Recht bekommen. Der Typ, der hat, ich schwöre, sicher 5 Chancen gehabt. 5 fucking Chancen hätte er gehabt und jedes Mal, wenn er den Ball gehabt, bin ich daheim umschreien gewesen, schau der Esel. Schau der verdammte Esel, der hat keine Ahnung. Mein Vater hat dann irgendwann sogar gesagt, hey, halt jetzt in die Fresse. Sag nur einmal Esel und der ist ein dummes Tier, dann gehst du aber weg. Ist mir scheißegal. Ich habe mich so gestresst ab dem echt. Ich weiß nicht, wer sie letztes Mal gespielt haben. Vor Frankreich, Marokko, ich weiß echt nicht mehr. Vor Portugal. Okay, ja. In dem Fall gegen Portugal, stimmt, ja. Ich weiß nicht, wie der Stürmer heißt, er sieht aus wie ein Esel, er hat sich auch verhalten wie ein Esel. Einfach ein Maniak. Übrigens in der Schweizer Nazi gibt es auch einen Esel. Oh mein Gott, ich kenne mich so nicht aus, es tut mir leid. Ich glaube, das ist der Scher. Nein. Ja, 100%. Scher, oder? Der Scher, der Verteidiger. Ja, genau. Der ist so ein... Ich weiß nicht, wieso man der keinen spielt. Ersatz findet für ihn. Ja. Echt. Haben wir so schlechte Nachwuchsspieler? Oder? Ich weiß nicht. Mega. Aber wie haben die eigentlich das Thema gefunden mit Boykott, Katar? Haben da irgendwie so an das gedacht? Also, am Anfang, also mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass da irgendwie ein Thema wird sein, weil ich habe irgendwo erfahren, wirklich, ich weiß, bin mir nicht sicher, dass es schon seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren bekannt ist, wo die WM... 2010 haben sie ausgelost. 2010 haben sie ausgelost. 2022 ist die WM in Katar. Sind dort ausgelost Russland 2018, 22 in Qatar Airways und 26 in Amerika, Kanada und Mexiko. Ach krass. Also, einfach gestreckt über alle 3 Länder. Über alle 3 Länder? Ja. Einfach gestreckt. Über alle 3 Länder. Okay. Und eben, und wieso ist das Thema mit Boykottieren und so erst gekommen, wenn alles schon, ganz Stadien, alle sind schon, dann habe ich erst mitbekommen, dass das so ein Thema ist. Dass dann erst rauskommt, dass Katar gegen Schwule nicht so tolerant sind. In dem Sinne, das ist viel später gekommen. Das ist viel später gekommen. Man hat angefangen, wo man dann herausgefunden hat, also jetzt mal ein bisschen chronologisch, wo sie angefangen Stadien bauen, haben sie gemerkt, sie haben viel Gastarbeiter geholt. Wie, keine Ahnung, 80er, 70er Jahre die Schweizer, Italiener als Gastarbeiter geholt haben, damit sie halt da arbeiten und so. Haben sie halt durch die WM und so und durch die Kapazität, wo sie einfach viel zu wenig hatten, haben sie viel Inder geholt, viel Pakistaner, Philippinen und so und all die Länder. Und man hat dann gemerkt, dass viel, oder in Relation jetzt, einfach viele Menschen gestorben sind durch den ganzen Bau von der Stadion und so. Und dort hat es angefangen. Das ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren, wo man so in den Medien so gehört hat, easy, man wird gegen da kämpfen oder man probiert es irgendwie boykottieren, bla. Und seitdem ist für mich so das Gefühl gewesen, man hat ständig nach Macken gesucht bei dem. Irgendwann war irgendwas anders gewesen und dann irgendwann ist da mit der Schwule gekommen. Ich glaube, das erste, was war, ist einfach Umweltschutzorganisationen gewesen. Ich glaube, weil das Bauen von diesen Stadions sehr viel CO2 ausstoßen und so. Und das Problem ist, vor 10 Jahren, wenn da dort entschieden worden ist, hat man auch noch nicht so die Gesetze gehabt von heute. Die haben sich auch massiv verschärft. Die CO2, das Zeug, da ist überall in den Medien drin und man macht immer so neue Pläne und dies und das und dann wird es nicht eingehalten. Egal, aber 2030 machen wir den da und man sieht schon, dass da auch nicht eingehalten wird und so weiter. Und darum ist, glaube ich, dort das erste Mal Katar so unter das Messer gelaufen, weil sie halt kühlen müssen und allein da aufbauen, wo vielleicht jetzt so leer steht. Wenn da jetzt fertig ist, da kann es ja nicht sein, da kann man ja nicht verantworten, so in dem Sinn. Und eben nachher sind, glaube ich, so die politischen Sachen gekommen. Voll. Also eben, man hat gefühlt für mich einfach nur ständig nach Sachen gesucht. Und da ist auch einfacher in der Gesellschaft zum Fehler finden, anstatt man sucht schon eher etwas, wenn die Medien sind ja für da. Die Medien warten ja nur drauf. Dass genau so Themen sie können ansprechen können. Das ist jetzt wirklich eine Fehlinformation, sie haben sich aber auch entschuldigt, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wo die Marokkaner den Finger auf haben. Ja, Mann, oder? Und dann hat irgendeine österreichische Fernsehsendung gesagt, dass da der Gruß vom Islam ist, vom Islamischen Staat, IS, ja. Obwohl da nur halt vom Islam her, dass Allah da anholst. Oder wenn 6 ein Non-Muslim da gemacht hätte, wie der erste. Oder der macht es die ganze Zeit schon.
Ja, und aber wenn sie es Marokkaner machen, aber sie haben sich auch wirklich entschuldigt, nicht, dass da jetzt irgendwie als Frontrunde oder so. Ja. Ah, die die von den Nachrichtensendung. Nachrichten? Oder Die haben sich entschuldigt, ja, die haben sich, Okay, krass. Ja, ja, die haben unbedingt. sie haben sich In welchem Format ist denn da auf Twitter, oder? Wie haben sie sich entschuldigt? Auch Live-Fernsehen? Live-Fernsehen, ja. Okay, Ja, krass. hoffentlich auch. Ja, ich folge so einer, ich frage mich wieso, Zeit.de oder Zeitbild.de, Mhm. oder, aber ist eine österreichische Okay. und die geben immer so Informationen raus. Ja. Wirklich auch wirklich Informationen, nicht so 20 Minuten, Mhm. wo alles. Aber ich finde es ein bisschen verwerflich, dass man dann jetzt anfängt mit Menschenrechten zu Zeugs, dass man gegen da kämpfen wird. Man hätte es auch in Russland machen vor 4 Jahren. Ja, Und, das ist ein anderes Thema, ja. und wenn man jetzt schon in die gleiche Schiene will fahren, dann muss man natürlich auch in fucking Amerika machen, wegen Menschenrecht. Stichwort fucking Guantanamo, gibt es immer noch dort. Mhm. Gibt es immer noch, dass dort die Leute einfach wahllos angeschickt werden und gefoltert werden. Also wenn man jetzt echt einfach will, die Schiene fahren mit Menschenrechten, muss man auch irgendwie konsequent bleiben und auch permanent machen und nicht nur, weil es irgendwie in dem Konzept von der Länder oder von der Politik irgendwie reinpasst. Aber- Ja, ich glaube, es ist übertrieben politisch gesteuert. Ich weiß jetzt zwar nicht, ich habe mich jetzt noch nicht so informiert, was so wirtschaftlich die Länder Europa und Arabien und so weiter zusammen zu tun haben, aber ich meine immer, warte schnell, wo ist denn Katar? Das ist ein eigenes Land. Ja, Dubai. aber es ist in der UE drin, ne? Ja, voll. UE. In Doha. Teilweise so schlecht, Geografie. Auf jeden Fall, ich habe gemeint, also die Saudi-Arabien und so weiter sind eher Westschlag, beziehungsweise verträgen es mit denen, während die andere Seite total gegen Westen sind. Ja. Und ja, und die haben auch so, die spielen halt mit beiden Seiten, die machen es auch gescheit, wirtschaftlich nehme ich mal an. Und irgendetwas hat denen sicher nicht so im Kragen gepasst, dann schiessen sie jetzt auch echt liegend da. Aber ich glaube, da mit dem Boykottieren ist gar nicht so angekommen, wie die Welle, wie die haben glaube ich. gehofft haben. Weil, Nein, überhaupt nicht. ey, es gibt so, online gibt es so eine Plattform, wo du Flugverkehr siehst. Mhm. Mit so geilen Flugzeugen. Du siehst genau real-time, wo die Flüge jetzt momentan sind. Mhm. Ey, du weißt nicht, einfach so ein Fleck, richtig großer Fleck zu Katar. Mhm. Und wenn sie boykottieren, dann darf auch kein Deutscher dort sein. Wenn- Ich habe das Gefühl, die ganze der Boykottieren kommt von den Deutschen. Mhm. Ja, so wie ich von den Medien höre, das meiste von den höre ich nur Deutsche. Ja, deutsche Medien, die da irgendwie berichtet, oder? Und nachher ist ja Deutschland auch mit dem Mund zu und so gewesen. Also von viel Deutschland Ja, ist voll. viel Hate gekommen. Ja, mega. Also ich weiß halt nicht, ob da halt einfach darauf beruht, weil wir hauptsächlich deutsche Nachrichten anschauen. Ja, und ich weiß Schweiz, halt ja. nicht, Mhm. was jetzt Frankreich dazu sagt oder Spanien oder so. Ja, das zum zweiten Mal jetzt schon echt. Gar keine Orientierung da gehabt, ne? Aber auf jeden Fall habe ich sehr interessant gefunden, die Interviews, die ich ab und zu so in Reels gesehen habe, total rausgeschnitten, total ohne Kontext. Wo sagt ich weiß nicht, der Präsident oder so, gibt es da einen Präsident? Wo? Der Überscheich? In Deutschland? Nein, von Katar. Ja, man sagt dem Emir oder Emir. Emir oder so, Ja, und ja. sind Ja. eben gefragt, wieso haben sie was gegen Homosexuelle oder beziehungsweise Aha. LGBTQ, nicht nur Homosexuelle, sondern die ganze Fass, wenn man das so nennen darf. Mhm. Was Die sie ganze gegen hat. Bande. Die ganze Bande, die ganz kriminelle Bande. Weil Bienen sind so kriminell. Also, Ja, aber stimmt auch. Ja. und nachher hat er halt so gesagt, ja, ich komme auch in eures Land und bin nachher der, wenn ich bin. Ich komme auch nicht Regeln aufschreiben. Da habe ich eigentlich sehr gut gefunden, was er gesagt hat. Mhm. Aber danach ist er leider sehr schnell zerstört worden. Und nachher hat er halt so gesagt, hat der andere Reporter ihm gesagt, ja, haben Sie denn was gegen Schwule oder Homosexuelle? Mhm. Dann hat er gesagt, nein. Ja, und nachher hat er gesagt, ja, wieso ist denn da bei Ihnen im Lande so? Nachher hat er es halt gerne mit dem Islam Ja. begründet. Voll. Dann habe ich ein bisschen schwach gefunden. Also ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, ich meine, eben, ich finde halt auch, wir erwartet im Westen, dass da war mir, also sagen wir mal Europa, ich nehme mal Europa als Beispiel, wir erwartet, dass alles, da was bei uns in der Norm ist, ist in der ganzen Welt in der Norm, sollte in der Norm sein, weil da, was wir denken, das ist normal. Cool. Oder? Und einmal hat ein indischer Außenminister, glaube ich, Außenminister, hat darauf angesprochen, wieso Indien Mhm. Geschäft mit Russland macht und ihres Öl, ihres Gas dann an Deutschland verkauft. Mhm. Oder? Und so Zeug, oder? Voll. Und dass da irgendwie nicht moralisch korrekt ist, oder? Aber Mhm. am Schluss hat er einfach gesagt, dass dass Europa, Mhm. die Probleme von Europa sind nicht Probleme von der Welt. Überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Wir Ja. haben immer das Gefühl, sobald Europa das Opfer ist, oder? Mhm. Muss ganz Welt reagieren. Aber Mhm. du willst nicht wissen, was in Indien alles abläuft. Du willst nicht wissen, was in China ein anderes Thema. Und
jetzt habe ich den Faden verloren. Warte, wenn wir gerade dort sind, dass wir da vielleicht ansetzen Ja, ist Homosexualität in Indien toleriert? Nein. So Okay. wie Schau, es wir müssen öffentlich. wir müssen nicht. Homosexualität ein bisschen different, Dings definiert anschauen oder definieren. Weil Homosexualität bei Katar heisst öffentlich ausleben. Voll. Okay. Du kannst dort homosexuell sein, Okay. aber öffentlich ausleben, den fucking Jarak raushauen in der Öffentlichkeit und irgendwie. Nein, schon Handy das eben kannst lange du nicht auch schon. Eben, Hätte so er auch nicht Sachen. machen, glaube ich. Da heisst ja nicht, es ist nicht Voll. irgendwie so schwarz-weiß da. Mhm. Da hat auch der Emir selber gesagt. Aber das ist schon in Indien so. Das ist aber in ja. jedem Land wahrscheinlich so ein bisschen, außer Aber- Iran. Aber das ist eben so, Ja. darum sage ich, weil es aus dem Kontext gerissen ist, du siehst zum Teil nur genau die Passage, die du jetzt bekommen. Ja, voll. Und da bin ich auch so das Opfer geworden. Aber hinter davon, kurz, wenn man das Thema komplett, aber nicht komplett ändert, aber haben da die Gesetze in Indonesien gehört. Welches? In Indonesien darfst du vor der Ehe kein Sex haben. Ist das jetzt offiziell Das ist so? offiziell, Bro. Wow. Okay, Krass. weil Also- eben Indonesien ist eigentlich auch ein muslimisches Land. Und sogar ja. das muslimischste Land auf der Welt. Indonesien? Kann das sein? Ja, voll. Ich Weißt glaube, du mal gelesen. Das muslimischste Land. Auch von der Einwohner her. Ja. Also Auch 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 Ratio, meinst du? Oder- einerseits da ich und glaub- andererseits auch von wie sie es ausleben, wie sie es praktizieren und Okay. so. Also, wir haben ein paar, vom Badminton sind wir ein paar Spieler von Indonesien, Ja. die bei uns spielen, für St. Gallen. Mhm. Und der ist auch Moslem und die Mhm. Frau auch. Mhm. Und eben durch ihn habe ich es so bestätigt bekommen, Okay. dass da wirklich eine Regel ist, wo einfach. Also da heißt, wenn jemand, Was mich, dann gibt es ja wahrscheinlich Leute irgendwie vom Hochhaus oder irgendwie von den Häusern mit so fucking Feldstecher und probieren die anderen Fenster da weiß ich nicht, hinzuschauen. Inspektionen, weiß doch Und dann nicht. wenn's. Okay. Vielleicht Auch schlecht. Stichproben. Inspektionen, ja. Stichproben. Sie gehen Stichproben einmal. wirklich die 8 bis zum 12. Da mal Hasen haben, auch so in der Mitte von der Straße. Hey, schön gut durch, Spermafleck. Nein, aber weißt du, was ich meine? So Gesetze, weißt du, so Gesetze, die gibt es, die jetzt immer noch. Und wir in Europa oder im Westen, wir können das gar nicht verstehen. Wir checken, hey, Voll. wie? Aber eben, es gibt Länder, dort gibt es die Gesetze und Mhm. wenn du dich für da entscheidest, dass du in das Land gehst, wir erwarten ja auch, die Schweiz erwartet auch, dass man die Kultur, dass man Das das ist das akzeptiert. Erste, was die Schweiz verlangt, wenn Ausländer da ankommen, zum Glauben, ist unsere Wertvorstellungen Genau. akzeptieren und anzunehmen. Voll. Okay, zuerst mal annehmen, akzeptieren ist dann die andere Sache. Aber dann, wenn wir dort angehen, ist das Letzte, was wir machen, ihre Kultur und ihre Wertvorstellungen anzunehmen. Und machen nicht nur das nicht, sondern probiert sie sogar in eine Richtung zu lenken, die eigentlich null konform ist mit ihren eigenen Gedanken und mit ihren eigenen Wertvorstellungen. Das ist auch schon krass. Ja. Und eben, aber es ist ein bisschen heuchlerisch irgendwie das Zeugs. Schau, es ist so gewisse Einstellungen, sagen wir auch so, okay, finde ich auch falsch, oder? Zum Beispiel, eben, ich finde es gut, dass in dem Stadion kein Alkohol gibt, kein Bier, Mega. oder? Ich finde das top, oder? Aber es gibt viele, Krass. die das verbinden. Was? Ich finde das nicht gut. Die verbinden das, weißt du, was ich meine? Mhm. Die verbinden Fußball mit Alkohol oder Heineken zum Beispiel, oder? Die haben da gut angebracht, marketingtechnisch. Ja. Du machst ja auch immer, wenn du Fußball hast, siehst du nur Heineken-Werbung oder Heineken. Stimmt, und ja. ich finde den Ansatz top, weil ich stehe dahinter. Also eben, Alkohol ist für mich eben, wenn da eben auch ein Land, islamisches. Aber dann, jetzt mal ein bisschen kritisch das Zeugs mal anzuschauen, weil mir ist gerade aufgefallen, dass wenn Man of the Match gekürt wird, ist Pokal von Budweiser. Und Budweiser macht fucking Bier. Wieso funktioniert denn das dort? Da weiß ich gar nicht, weißt du? Okay, Budweiser ist da eine Biermarke von Tschechien, glaube ich. Und Man of Ja. the auch bei Katar oder gibt es auch Man of the Match, oder was? Ja, bei jedem Spiel, also nach jedem Aha. Spiel gibt es Man of the Match, wo Okay. gekürt wird, wo einmal abgeviertelt wird und halt der Messi ist schon, glaube ich, schon 4-mal oder so. Insgesamt Man of dann the nicht Match. mitbekommen. Okay. Und einmal hat, glaube ich, sogar der Mbappé, wo ein Man of the Match geworden ist, hat er Budweiser-Logo umdrüllt, oder? Und hat halt so Pokal gegeben und ein Foto gemacht. Okay. Er hat eine Strafe bekommen, wegen dem. Ja, der juckt Von nachher. Budweiser. Das ist krass. Und Ja, für sie ist er halt. eben, Ja. man muss ja, weil man hat Voll. ja zahlt dafür und so. Aber dann fragst du dich, easy, es gibt keinen Alkohol im Stadion oder da geht auch nicht so konform mit der islamischen Religion, die sie haben. Aber wieso darf denn so eine Marke dort Werbung machen? Ja, ich denke, das ist sicher auch ein Thema gewesen bei denen. Da heißt Aber eigentlich wiederum, wahrscheinlich wenn nicht können LGBTQ genug Geld hätte wie Budweiser Dann und sie hätten Geld sie das. hätten, dann hätten sie wahrscheinlich auch können, Da könnte ihre ich- Homosexualität in der Öffentlichkeit ausleben.
Also sie haben sicher was drauf gezahlt. Also Budweiser hat sicher Ja, 100%. safe. Logisch. Alles, Bro, weißt du, nicht kaufbar Ja. auf dieser Welt. Genug Geld an. Nein, Mann, Liebe kann man nicht kaufen. Du hast vorhin ausbrechen aus dem Thema. Weißt du dein Einsatz gewesen, Einwand? Ausbrechen. Ja, vorne, wo es über Indien gegangen ist. Vergessen. Aber nein, ich glaube, ich weiß vielleicht nicht mehr im Fall. Ja, nur da mit dem Gas gehabt, aber das war aber ein anderes Thema gewesen. Ja. Dass eben Nice. Deutschland hat Indien einen gewissen Betrag, einen Millionenbetrag, wegen irgendeinem Handel oder keine Ahnung war, zur Verfügung gestellt. Indien hat mit dem Geld aber Gas gekauft aus Russland und da aber auch wieder Europa verkauft. Aber sie, also, Aber da macht weißt du, ich auch mein- Katar. ja, aber, momentan. aber Dropshipping. Deutschland sagt auf einer Seite, wir machen Nord Stream, da alles zu, oder? Ja. Nord Stream 2 alles zu und wollen der Öffentlichkeit damit aufzeigen, wir haben nichts mehr mit Russland zu tun. Aber Deutschland weiß genau, wenn wir Gas von Indien beziehen, von wo der Gas kommt. Und vor allem, man hat Nord Stream 2 nicht ausgeschaltet, sondern es ist fucking zerbombt worden und sie haben es Nachher dann. ausstellen. Also sie haben es aber schon vorgehabt am Anfang. Sie haben Es es ist doch aber schon Gas raus. einfach zerbombt, Alter, Bro, so ein fucking Nord Stream. Bro, Und vor allem, man ja, weiß Bro, es weißt du, immer noch Pipe, nicht, Alter. man weiß immer noch nicht, wie es war. Und man will es auch nicht herausfinden, wer es Wir war, weil wissen man nicht. weiß es ist fucking USA gewesen. Okay. Der Joe Biden hat vor 6 Jahren mal gesagt, in einem Interview hat eine Interviewerin ihn gefragt, was machst du nachher mit Nord Stream 2, weil der Kontakt zwischen Deutschland und Russland wollen halt Amis offensichtlich nicht. Und dann hat er gesagt, im Interview hat er dann gesagt, ja, wir schalten es aus. Und sie so, also du hast ja keine Macht, du hast kein Abkommen mit denen oder so, du hast ja null Macht in dem Sinn, oder? Einfluss. Einfluss, Direkter kein Einfluss. Stimmrecht, nichts. öffentliche Und er Macht. so einfach, er schaut zu irgendeinem Berater an und er so, wir machen das schon. What? Und 6 Jahre später ist die Scheiße einfach zerbobt worden. Stell dir mal so, Aber ja, nur. das stelle ich mir schon so krass vor. Projekt. Ich nenne es mal unsere Wirtschaft Projekt. Das war ein Projekt. Gewesen. Oder das ist jetzt wo Amerika ein Projekt gewesen. Wir wollen die Nord Stream 2, sagen wir mal. Aber irgendwo durch ist da ja aufgeleistet worden. Wer sind die Leute, Mann? Wo ist das Dokument? Da ist alles abgeleitet irgendwo. Irgendwo ist irgendwas kommuniziert worden. Irgendwo gibt es die Daten. Ne? Denkst du echt, dass irgendeine Sache abgeleitet wird? Sicher. Es gibt irgendwo sicher irgendetwas Digitales. Auch eine Kommunikation. SMS. Nein, SMS ist nicht. Aber Ja, irgendeine eigene. MMS wahrscheinlich. Irgendeine andere. Infrarot, irgendetwas. Nein, aber abgeleitet wird ja das Zeug safe, weil da geht ja auch intern, um Ja. das Zeug selber können nachvollziehen und Voll. Schritt berechnen. Und es gibt ja Dokumente vom zum Beispiel der Snowden, kennt ihr Mhm. Nein. Der Whistleblower. der Whistleblower? Edward Snowden. Ist das der Weißhärige? Nein, der ist nein. der Assange. Ah, Der okay. Von dem Julian muss man doch Assange. schauen. Der ist so ein Ami. Man kann schon sagen Ex-Ami. Ja, Er ist jetzt schon, er ist jetzt bei er ist schon Russland. enterbt worden Ja. von den USA. Wo hat er geschafft? Er hat bei der CIA geschafft, glaube ich, als Mhm. irgendein Heini. Schon weiter? Nein, ist noch etwas anderes gewesen. Dings. Bei den Pentagon als. Putzfrau. Sicherheitsberater, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas so einfach Mir IT. fällt sicher noch ein. aber- Er ist sehr viel gewusst und irgendwie ist es ihm einfach zu viel gewesen, oder? Hat er nicht mehr können unterstützen und hat einfach ein paar Dokumente geleakt. Es gibt so Wikileaks. Ja, Es genau. gibt Den habe ich am Wikileaks. Anfang gemeint. Ich Es meine gibt so Wikileaks. Wikileaks, der aber das ist nicht mit dem zu tun. Also, der hat nicht er gegründet, Mhm. aber auch geile Seite, Bro. Aber Finde das ich ist richtig- Julian Assange, der Wikileaks-Gründer. Okay, er kennt den auch. Und der hat dort eine Idee, auf dieser Seite fühle ich mich, als ob ich im Darknet bin, Alter. Mega. Es ist auch mega alt aufgebaut. Es Es ist ist so auch- analog fast. Es irgendwie. ist geil. Aber irgendwie ist schon lustig, dass Whistleblower dann erst recht verfolgt werden und die Ursachen, wo es eben angeschiftet haben, eben nicht. Viele Hacking-Tools, die es auf dieser Welt gibt, jetzt sind Fall zuerst CIA oder sonst Ja. was Tools gewesen, wo man Ja. zuerst so getestet hat oder genutzt hat und irgendwann für die Öffentlichkeit genutzt. Christian, weißt du das? sind. Nein, ich kann da dazu nichts sagen. Da, was du kannst sagen, ist, du hast deine scheiß Abgabe mal endlich fertig. Ah, ja. Endlich mal fertig. Vielleicht finde ich den richtigen Knopf, aber wahrscheinlich nicht. Yes! Voll. Dann gehst du eine Ich hab's Präsentation einfach gehabt. Wie hat es sich angefühlt? Ist gut gewesen. Ich glaube, das Zeug, das wir gebraucht haben, haben sie gut gefunden. Also die Korrekturen beim Boulevard in Pristina, beziehungsweise raumverbessernde Eingriffe, Mhm. haben sie gut gefunden.
Klar, es hat so gewisse Sachen gehabt, die sind nicht so easy gewesen, aber da ist so schnell entstanden, wir da irgendwie mal müssen abgeben. Ja. Ja. Jetzt eigentlich geschafft, das Buch abgeben, Präsentation gehabt, gute Feedback bekommen. Wie viele Dozenten sind auch noch dort gewesen, zum Kritik abgeben? Boah, ich glaube im Fall 5, ja. 5? Ja, Okay, nice. gefühlt 5, ja. Und Ja. sicher noch 3 wissenschaftliche Mitarbeiter von der Schule. Und dann halt noch Schüler und sonst noch andere Schüler von der Klasse, von der anderen Klassen. Dann sind wir mal ein bisschen schauen, Okay. was so die vom oberen Semester machen. Mhm. Nein, ist wirklich cool gewesen. Es hat mir gefallen. Ja, also im Nachhinein wird man immer alles anders machen, beziehungsweise oder Ja, anders voll. angehen oder Mhm. keine Ahnung. Pause. Nein, aber schlussendlich bin ich zufrieden und der nächste Schritt ist halt, um dort weiterbauen, um meine Bachelor-Thesis auf Dings zu nehmen. Jetzt bin ich gefühlt immer noch wie in einem Jetlag. Wie sagt man da eigentlich? Jetlag? Legjet. Jetlag schon nicht. Seine Füße sind bald Legjet. Mein Schlafrhythmus hat sich so verschoben gehabt, vom 4 Uhr morgen bis am 8 Uhr oder so. 8 Uhr Ja. morgen. Ja. Jetzt habe ich immer noch ein bisschen zu kämpfen mit dem. Aber ich glaube, spätestens ab morgen sollte ich dann nicht mehr spüren. Aber jetzt ist etwas anderes los. Ich bin einfach krank geworden. Hey, die zwei, beide sind eigentlich krank geworden, beide sind gerade am Kränkeln. Aber Das das ist ist halt, irgendwie auch schön, weil die sind beide synchron. Das ist irgendwie auch schön, das Zeichen, dass ihr sehr krank gute ist. Kollegen sind. Wenn ich krank bin, bist du krank. Wenn du krank bist, Yes. bin ich man krank. weiß nicht, wie man sich angesteckt hat. Ohne die Aber- Chemie. Ohne die Chemie. Aber das ist, glaube ich, da kennen sich auch ein paar andere Zuhörer da oder Zuschauer. Das ist, wenn ihr einmal voll den Stress habt und keine Zeit habt für euch oder weiß auch nicht was. Und auf das Mal habt ihr die Zeit, dann wirst du einfach krank. Ja, voll. Also dann haben das sicher auch mal gehabt. Dass der Körper so wie im Körper sagt Pause und wir können erst dann weitermachen, wenn der Stress Voll. vorbei ist. Und der Körper macht gefühlt auch Immunsystem Pause und ich glaube, das ist so meine Einstellung, der Körper lässt sich bewusst ab und zu krank werden lassen. Das ist wie ein Training. Oder es hat einfach ein Virus geschafft. Also ich weiß es nicht. Also, Also meinst du ex- einfach zum Immun werden, oder? Ja, Als ich meine, Training. es ist, wenn man jetzt Evolution anschaut, wenn man an die Evolution glaubt, dann wird der zukünftige Mensch eigentlich kaum anders sein, nur dass er ein sehr starkes Immunsystem hat. Mhm. Ja. Weil da so die nächsten Feinde sind. Wir haben ja uns so alles bequem können machen, wir brauchen gar nichts mehr, wir essen und so ist gesagt. Mhm. Das Einzige, was noch ist, sind so Viren und ich glaube, das ist so ein Training, das man machen muss, damit er dem kämpfen kann gegen dem. Ja. Also kann ja nicht sein, dass man jedes Mal nach so einem Stress einfach krank wird. Wieso ist das so? Ja, also ich nehme immer, wenn das Thema Immunsystem kommt, weil 70% vom Immunsystem ist im Dünndarm. Mhm. Oder? Das Das Ding ist so heisst, ein bisschen sexuell tönt, ich weiß auch nicht wieso. Dünndarm. Es ist so mega komisch tönt. also dort, wo verdaut wird und, Ja. und deswegen finde ich den Ansatz, dass man, der macht absolut Sinn. Mhm. Wenn du Stress, wie gut hast du auf deine Ernährung geschaut, wie hast du genug gegessen? Oh, Baba. Baba, 4 Uhr morgen hat er Oh. McDonalds gegessen, Alter. Also Mac, ich bin normalerweise echt kein Mac-Fan, ich hasse Mac. Aber, ist halt schnell Aber jetzt verfügbar. bin ich ein böser Fan, die mir gesponsert worden sind von Mac. Irgendwann hat es mir, also in der Sonntag haben wir immer Mac-Tag gehabt. Ja, und sonst habe ich halt Essen von die Heim mitgenommen. Das ist halt gut. Ja, aber im, Auf jeden Fall habe ich weniger gegessen. Jetzt zum Teil nur noch eine Mahlzeit Ja, am Tag. Kennst du, wenn du so dir gar nicht willst gönnen, dann willst du einfach keine Zeit nehmen, nachher essst du nicht einmal. Ja, voll. ich habe ein Buch gelesen, also ich habe es zweimal gelesen, also so einmal einfach gelesen und zweimal so ein bisschen analysiert, Mhm. und so Informationen sogar. Da geht es eben darum, dass das zweite Gehirn, Hätte ich gerade sagen, ja. oder? Und da geht es eben darum, dass es im Magen, oder? Eigentlich mehr, fuck, jetzt fehlen mir gerade Wörter. Mit sagen hat Synapse. Ja, Synapse, aber Einerseits da, nicht ja, mehr als das Gehirn hat sogar. Ja. Was mehr? Man sagt, glaube nicht Synapse, aber Mikrobe, Ja. Mikrobe, das sind so, Mikroben, ich glaube, Ja. das Wort fällt immer nach. Mikroben sind ja ganz normale Bakterien, Mikroben. aber das sind wir haben ja Ja, extrem viel. hoffentlich- ja, normal ist das Eben, so. und wir haben mehr, Hoffentlich haben wir nicht zu wir haben viel mehr im Gehirn, sonst Mikroben macht's als kaputt. oben im Gehirn Synapse. Ah, in da dem meinst Sinn. du. Okay, gut. Und es ist schon krass, wie viel du kannst vorbeugen. Und in dem Buch ist mir so viel aufgegangen, wieso das ganze Ernährungssystem Sinn macht, wieso wir überhaupt an sich gewisse Krankheiten haben oder wieso wir überhaupt krank werden. Weil wir, wenn du Ernährung, wenn
die meisten Ernährung anpassen würden, oder? Und dort den Fokus würden setzen, es würden viel weniger kranke Leute geben. Ja. Also weißt du nicht, ich rede nicht von Krebs oder so. Ich rede nicht von Krebs oder so. Ich rede von, und sobald du in einen kleinen Stress hineinkommst, vernachlässigst du, vielleicht hast du einen Rhythmus, du hast den und den und den, oder? Und dann hast du mal nicht den und den und den. Oder? Und dann hast du einen Stress, dann vergisst du mal 2-3 Stunden nicht was essen oder trinken, oder? Und wenn du jetzt da 4 Wochen im Stück machst, oder? Und dann bin ich deiner Meinung, wo du sagst, der Körper ist dann krank, aber als Zeichen, komm wieder in den Rhythmus hinein, oder? Und deswegen ist krank sein auch ein absolutes Zeichen. Aber viel ist auch so, dass einfach das Wetter. Die meisten Krankheiten so November, Dezember. Weil die meisten Leute einfach Erkältung. Du leistest nicht genug an, oder? Du hast eine gewisse Temperatur und noch raus und noch ist keine Ahnung, 2 Grad. Da, wenn ich ab und zu habe im Herbst, wenn so Wetter voll die Stimmungsschwankungen hat. Einen Tag ging Regen, am nächsten Tag Sonne. Oder am Morgen. Kopfschmerzen, ich bekomme Halsschmerzen überall. Es ist schon komisch bei mir. Ja, bei mir auch im Herbst. Oder Frühling auch. Ich schwöre jedes Mal. Aber ich werd auch immer im Sommer krank. Also nicht immer, aber... Nein, du wirst im Sommer krank? Ja, einmal, weil so 1 Woche bist du mal so weg. Okay, krass. Also Schweizer. Nein, dann... Also ich werde selten wirklich schlimm krank, sodass ich im Bett mal liege oder so. Ja. Wirklich selten. Das letzte Mal ist da wirklich, wo ich Corona hatte. Da bin ich nachher die Hause gelegen. Ich glaube, früh Corona bekommen. Ich glaube so März, April, irgendwie dann habe ich glaube schon, bin ich so ein bisschen im Kränkli gewesen und dann habe ich es schon gehabt. Und das war so in den Kinderschuhen Corona eigentlich. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich bei einem Gangbang zuerst gekommen. So, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine, Alter? Wenn du 2 Wochen schon gekommen bist und du musst auch zuschauen. Aber du kannst ja auch nicht ausschauen, weil es ist schon komisch, wenn so ein Licht hier kommt auf das Mal. Und du bist da einfach so, ja, ich schaue mal zu. Warte, jetzt muss ich den Vater wiederfinden, Alter. Das sind komische Bilder, warte schnell. 2020 hatte ich Corona im Sommer. Oh ja, gerade am Schluss, Mann. 2 Monate bevor alles aufgegangen ist, habe ich gerade Coronavirus. Wie sind ihr wenn ihr krank werdet oder wenn ihr anfangt so zu spüren, ihr werdet krank, werdet ihr hässig? Oder wie ist so eure Gefühlslage in dem Moment? Ja, einfach ein übler Anschiss. Tut sich da nicht Dinge ausweiten verfickte Scheiße, da hätte ich nicht machen, mit dem hätte ich nicht reden, weil von denen haben wir wahrscheinlich Bakterien überkommen. Ja, so halb, ja. Ich werde maximal hässig. Da war mir so richtig von 0 auf 100, so 180 hässig gewesen. Die Missgeburten, die ich letztes Mal gesagt habe, die sich vorm Eingang orientieren, die machen mich richtig hässig. Und hustet genau beim Eingang, dass du nach innen laufst. Die Einzelkind. Ja, was machen wir noch hässig? Ich weiß gar nicht. Was macht eigentlich auch richtig hässig? So von 0 einfach direkt 180. Ich glaube, wenn jemand etwas sagt, was nicht stimmt, beziehungsweise Halbwahrheiten. Ja, so Halbwahrheiten. Aber und du weißt es besser. Dabei sind diese Zuschauer auch bei sie hässig auf uns. Wir so selber Halbwahrheiten. Ständig. Boah, was macht mich hässig, Bro? So richtig von 0 auf 100. Ich glaube, da gibt es bei mir so fast nicht. Nein, ich würde ganz ehrlich, nein. Ich habe auch noch nie richtig hässig gesehen. Du auch mir noch nie wahrscheinlich. Aber so Sachen wie... doch einmal. Aber das ist auch nicht kaputt hässig, das war affig mit den Kindern. Aber das ist schon... Pfadi, oder? Das ist schon schön. Nein, das war dort, wo wir im Affekt waren. Soll ich es erzählen? Ja, kann man schon erzählen. Okay. Also es war so. Wir waren im Affekt, böse Musik am Gönnen, aber es war mega eng. Okay, es ist böse gelaufen. Und nachher sind halt so Jugendliche dort gewesen, neben uns. Sind wir noch Zweite gewesen? Nein, wir sind glaube ich auch eine größere Gruppe gewesen. Ja. Auf jeden Fall, wir sind so ein bisschen einzeln gewesen. Und wer Affekt kennt in St. Gallen, übel geile Bar, aber sehr kleine Tanzfläche. Und dann gehen halt alle dort hin und es kann mal richtig eng werden. Auf jeden Fall stoßt nachher mich so die ganze Zeit ein, aber er will so richtig Platz machen. Und dann denke ich, ja, du siehst also keinen Platz, chill doch einfach. Und irgendwann hat es auch genervt. Und es sind glaube ich 2 Buben gewesen. So, der eine sogar größer als ich, aber so ein Lauch. Aber halt sehr dünn, ja. Ja, und so ein ABBA-Fan, Mann. Okay. Also ich liebe ABBA, aber ich hoffe, du verstehst noch, was ich meine. Ja. Auf jeden Fall viel jünger als mir und immer so der
bla bla. Und dann hat er Frauen dabei gehabt. Und dann ich so, ja, okay. Ich bin sogar noch weggegangen. Und dann hat er beim Karan weitergemacht. Ja. Und irgendwie hat der Karan dann nicht mehr sehen. Ja. Also so richtig, also, hey, jetzt lang jetzt mal, man. Einmal versteht man es. Weißt, es hat ja auch niemand mehr gedruckt. Alle haben es akzeptiert und nur der ist halt am Stress machen gesehen. Ja. Also Stress, wir gehen dem Zeug immer so weg. Und dann kommt einfach seine Freundin. Boah. Ja, das ist so typisch, das ist so ein typischer ein Spaß, wo. Nein, kennst du Elevator Boys? Ja, leider. Er in leider. Grusig. So eine. So ein Er Elevator grusig Boys. und aber. Ja, aber aber die Elevator Boys sehen ja immerhin gut aus. Ja, voll. Aber Ich der finde ist. überhaupt nicht, Alter. Ja, Er Für wie muss wie dem, einen Alter. grossen come on. Teil schon. Für einen grossen Oh, Teil von der Frauen eine schon. böse hübsch halt, der wäre gerade teuer. Nein, auf jeden Fall, sie sind halt vielleicht nicht so der Typ Mann, sondern sie verkörpert eher so einen Junge. Weil sie verkörpert vielleicht jetzt nicht so. Keine Ahnung, so ein Bär. Also Weißt du, für mich so bringe ein männlicher So ein Mann. Türsteher. Ja, So ein serbischer Türsteher. vielleicht. Vor der Garage. Ja. Sie verkörpert, sorry Bro, ich wusste die ganze Zeit. Bro, ich bin krank, Bro, ich bin schon. Auf jeden Fall, ja, nachher war es so lustig, weil nachher ist die Freundin gekommen und sie hat nachher Stress gemacht. Nein, Was Bro. hat sie denn gesagt? Nein. Was kann man in Ja, dieser sie hat mir- Position Hört sagen? mal auf, bla bla bla. Und dann sage ich, hey, es tut ja sogar voll normal gesagt. Ich sage, hey, es tut mir leid, aber dein Kollege der hat mich genervt. Es lohnt sich eh nicht mit denen zu reden. Genau da, Das ist da so. Wort. Genau da. Nein, vor allem, das ist am Anfang gekommen. Ich bin ja, weißt du, er war Ruka gewesen, oder? Ja, Irgendwie habe ich mich ja. gedrillt, oder jetzt war es so gewesen, Ruka. Und nachher hat er sich wirklich angelehnt. Bei mir. Ja, Ja, also es ist wirklich. Von wegen, ich soll mich verpissen, oder? Lean back. Und ich so, Bro. Nein. Was machen sie? Ich habe Zeit gebraucht, bis ich den Platz da kann. Und ich brauche den Platz, oder? Und ich habe ja nicht viel Platz, Bro. Ich bin halt auch gross, Ja, oder? Und ich bin einfach breit. Aber, und Ja, da bist du. dann habe ich ihn ein bisschen auch, weißt du, so gegengestoßen, weil ich hasse. Weißt, Wow. und nachher habe ich dann wirklich, irgendwann hat er sich wirklich lange, nachher habe ich ihn kurz, wirklich nicht viel, aber kurz weggeschoben und so, alles gut. Weißt du, und ist schon voll laut, oder? Ja. Und wirklich in dem Moment, Aber er hat auch Angst bekommen, weil du so breit bist. Oder weil Ah, ein ich kleiner meine, so Schubs breit für bin ich dich jetzt auch ist nicht. halt schon ein er ist schon groß gewesen, weißt du, ich Ja. habe nicht runterschauen. Er ist schon so Auge. Ich habe Augenhöhe. so aufschauen. Und dann, ich habe nur noch mit ihm diskutieren, oder? Ja. Weil er hat gar nichts gesagt, er ist so irgendwie so. Mhm. Und in dem Moment kommt die Freundin. Mhm. Egal, Schatz, mit denen lässt sich eh nicht. Warte schnell. Hat sie so judged, der Judge von ihr hat mir mehr Hässe gemacht, wie seine Aktionen eine halbe Stunde lang. Bro, Oh, mir Jaja. hat sogar über Leid tun. Judge. Mir hat sogar über Leid tun. Wer? Sind Seine ihrem Freundin. Freund. Ihrem Freund hat mir leid ihren tun. Freund. Bro, wie entmännlacht Ja. hat sie ihn gerade in dem Moment. Wie entmännlacht. Ja, aber da hat sie Ja. auch nur gemacht, weil sie die als Gegner gesehen hat. Ah, das Ich ist eine gute Theorie. Hätte ich sie vielleicht nicht als Gegner gesehen, weil ich kleiner war und ein Lauch. Und nicht Bro, die tust nur mit T-Shirt ausziehen und nachher direkt alle Frauen. Kaputt. Aber ich würde gerne, Nein. ich würd gerne eine kleine Glaub Petition starten für den Karan, dass er Wow. jedem Club, jeder Bar in St. Gallen, Garage, Affekt, was auch immer, vielleicht Bekomme ich Quadratmeter. 1,5 Quadratmeter überkommt. Bro, 1,5 ist viel. 1 Okay, 1 Quadratmeter überkommt, wo einfach nur der Karan drauf tätowiert ist, dass er immer dort den Platz hat, weil es hat auch einen Vorteil. Der Karan, der kann nicht aufhören zu tanzen, wenn gute Musik läuft. Das stimmt. Da heißt wiederum auch, es ist Werbung von außen dran Absoluter Marketing. für die Bar. Also, das Und stimmt. man kann, es fällt mir gerade SpongeBob ein. Wie heißt der, wo es einen Kreis macht Ah, und das am ist der Boden? Bär. wo du- Ja, genau, da fällt mir jetzt Einfach gerade so ein Ring, das ist ein Ring. gewesen, So. Ein Ring, Also stimmt. sie haben im Sand hat sie so ein. Ah, dann kann ich Stecken. nicht angreifen Ja, oder so. genau, gell? den kann ich Irgendso. ich brauche sowas. Ja, echt. Ein Bärenring braucht der Ja. Karan. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich den Karan Hesse gesehen habe. Und übrigens ist da jetzt nicht wild gesehen, gell? Wir haben auch andere Stories da, wo wir leider nicht sagen können, sonst landen wir im Knast. Ich glaube, das letzte Mal, wo er mich hässig gesehen hat, ist bei der inoffiziellen zweiten Folge von Café Bre. Ah, ja, das stimmt. Wir haben es nie ausgestrahlt, weil er einfach ein Scheissdreck war. Ja, Irgendwann bin ich auch so. Bro, ich bin echt. Bro, ich schwöre, Ey, ich ja, schwöre, oh. ich bin so im Schock, gewesen, Bro. Ich habe euch Wir beide zwei- noch nie so gesehen. Ich habe das Video noch, gell? Also, ja, stimmt. das Video noch. fuck. Lösch es. Nein. Es war so eine komische Situation gewesen für mich, dass ich einfach abgebrochen habe. Ich habe einfach die Scheiße abgebrochen und bin einfach nur hässlich gewesen. Aber nicht so, dass man es irgendwie mir angemerkt hat, sondern ein bisschen auch passiv-aggressiv. Und er hat dann schon gesagt, was los war.
Aber das ist, glaube ich, das letzte Mal, wo wir es richtig hässlich sind. Das stimmt. Ja, Mann. Wir haben jetzt wie viele Minuten? Also wenn man mal 2 Wochen lang nicht hochladen, heisst das 2 Wochen lang, dass 2 Folgen lang hypothetisch war. Oder ein fucking Roadcaster kaputt ist. Ey. Der scheiß Roadcaster, den wir jetzt gerade da sind, den haben wir gerade vor müssen aufmachen und halbwegs flicken, weil der Plug vom Strom nicht so angedockt hat, innen dran. Und wir haben schon ein bisschen das Problem mit dem ersten Channel. Also wenn ihr echt Leute kennt, die sich irgendwo durch mit dem auskennt, mit Regulierung, innen dran, bla, keine ja, Elektronik, dann gerne melden, weil wir müssen es flicken. Inshallah haben wir bald vielleicht so Gäste, wo wir gerne einladen, der Obama, was Bruder. Und eben, gerne melden, gerne Bezug nehmen. Wir brauchen da auf jeden Fall eure Hilfe noch. Und kleine andere Information, der Bre Karan geht nächste Woche auf Indien, wo noch unsere Maße stimmt, den haben wir gar nicht. Willst du eigentlich? Willst du einen neuen Anzug von Indien? Ich weiß nicht. Also der kann nicht vorgehen. Also, der kann nicht vorgehen, für uns einen Anzug machen. Maßgeschneidert in Indien. Noch mehr 3 dort mit Anzug. Wir müssen sicher noch Maß. Also, ich weiß aber nicht, ob das gut klappt. Eben, beim I, der Hauptgrund. Salami, Direktorin Scheicho. Najin. Tahini. Und ich lasse mir einfach einen Anzug machen, mehr weil die Masse mir nicht stimmen, also nicht passen, die Standardmasse, wo es da gibt. Mir auch nicht. Die Proportionen, Bro, du kennst meine Proportionen. Ja, du bist ein Missgeburt. Ich habe lange Arme, Bro, lange Beine und Oberkörper ist so normal. Ja. Oder? Und deswegen lasse ich mir dort einfach, ich würde so, kennst du Gurkenhose? Der Ansatz ist beim so Bauchnabel. Ja, das ist sehr gut. Richtig schön. Dann sagen wir auch Highway Jeans. Ja, kennst du die Frau, die so Highways. richtig brutale Arschen, weil da irgendwie schon Hose anfängt? Ja, der lange Beine, ja. Und eben, Hauptgrund, ich will mir einfach so 4, 5 Hosen machen, Gurkenhosen und laufe nur noch mit denen rum. Eigentlich. Gurkenhose. Ja, so wird Gurke. voll heißen, ich schwör's. Die heißen Gurkenhose. Aber Ja, ich habe extra. Was, wenn man die einleitet? Das sind Essiggurken. ich habe Gurkenhose verstanden. Nein, Gurkenhose. Also, Gurka? Gurkenhose. Aha. Ja, die heißen Gurke. Und das kann ich aber genau für meine Beilänge. Und gerade, dass ich auch noch einen Anzug habe, oben drauf einfach. Ja, das stimmt. Aber eben, wenn's, am Schluss ist es immer noch besser, wenn jemand vor Ort hast, der abmisst. Aber wenn er einigermaßen, da glaube ich schon, dass das passt. Sonst einfach Ja, nur Hose. denke Aber ich wenn er nicht, dann. aber wir dann sicher. Weißt du, bei dir das Problem? Wirklich leider? Gar nicht. Ich finde es einfach geil, wenn es maßgeschneidert ist. Aha, bei mir ist das Problem, dass ich viel zu enge Hüfte habe. Ja. Also, Echt jetzt? also da bin ich. Bro, den kommt mit der Hand drüber. Nein. Mal. Schon? Er hat schon eine dünne Hüfte. Also da Becky, oder? Ja, Ja, oder Back. Breite. Ja, ist Also in dem Fall findest du nicht so gut die Hose für dich, oder? ja, auch nachher ist das Problem, wenn es da dann passt es bei den Beinen nicht mehr. Aber es gibt ja so wie 2 Komponenten, 31, 30 oder was auch immer. Deswegen bezieht sich nur auf die Länge, habe Mhm. ich gemeint. 31 ist Waist und Ja. die nächste Zahl mal und dann Voll. die nächste Zahl ist Doch. die Länge. Das ist so. Ah, eben, Oh. gell? Die 32 Website plus 32 mit Zahlen ist 32. Hey, habe ich da nicht vorhin gesagt? Die Zweitlänge bezieht sich nur auf die Länge. Ah, die von der zweite Hose. Länge, ja, da habe ich nicht verstanden. Ja, doch. Okay, Aber ich egal. meine Breite. um die Breite von der Das ist Oberschenkel. eine kurze Weste, aber Weste. Was Waist. laberst du, Bruder? Hat, Jetzt brauchen wir den Haftbefehl. Was, Bruder? Was, Kurz. Bruder? Ja, sehr kurze wilde Weste. Ja. Also eben einerseits da wegen Sehen wir maßgeschneidert. deine wegen Schuhe? Ja, Weiss die ich finde ich nicht. brutal. Zu krass. Schau mal rauf. Wow. Hammer. Boah, Die ja, hol ich jetzt mal geht auch. so Die hol ich mega mal auch. ästhetisch, ne? Boah, Ja, schau voll. mal die Füße an. Dabei voll die Plattfüße, Alter, wenn ich jetzt da ausziehe. Einfach wie ein Walbes aussehen. Genau, Plattfüße. Ey, Wal sind sehr ästhetisch. Majestätisch. Bitte. Was sind so andere majestätische Ey, ich habe vergessen. Wise. Meine Weisheit. Ah, Ich schreibe Weisheit, heute ist mehr eine Frage, aber deswegen auch irgendwo eine Weisheit. Bucht es trotzdem Später. so wie ein Knopf. Die nächste. Erzähl. Mach. Mach Intro. Es ist eine Frage, ich muss das beantworten. Okay, Sag warte. einfach, Was ist das lauteste Tier? Karan, warte mal. Wir müssen da einleiten. Ja, fuck. Sag irgendein Wort, also da war der Oberbegriff von dem. jetzt kommt Tier-Facts oder so. Ah, Tierfakten. Ja! Yes! Der kleine Mann. Was ist das lauteste Tier? Ah, das ist die Frage. Okay. Lauteste Tier im Tierreich? Ist es unter Wasser? Darf man Ja. Ja, Nein fragen? Obviously. Okay. Unter Wasser.
Wieso ist es obviously... Ja, dann wenn ist ich frage, dann geht ist es es um die Wahl. Schieß... Dann geht es um die Schieß... Nein. Es ist eine allgemeine Frage. Also Landtier und ja, auch was, ja. Also weißt du beide, Land und oder was? Okay. Aha. Ich Also, mach mal Land, du machst mal Einfach Wasser. Tier. Also ich bin immer noch für die Nein, es ist nicht Differenz. So. Es ist, könnte beide sein. Es könnte ein Landtier sein oder ein Unterwassertier. Aha, okay, aber Aber es ist die Eis. Frage war, Welches ist das lauteste Tier im Tierreich? ich sage, es gibt so Pistolenkrebs oder so heißt der. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der heißt, Mhm. aber der Der schießt. oder? Ja, er Ja, ich schießt kenn den. Schall und er tötet Fisch direkt. Und Direkt da ist, bam. glaube ich, die schnellste Geschwindigkeit, die Ah, den hab ich Tiere... auch schon Aber gesehen. es geht um Lautstärke. Ja, aber vielleicht ist es auch laut. Der Ja, Knall. vielleicht. ist mein- Boah, Hast du Gucci-Socken? Nein, nein. Hey, der Typ hat zu viel Geld. Nein, die sind für Autos. Ja, das ist ein Foto. Was sagst du auf dem Land? Boah. Nicht auf dem Land. Also ja, ich würde nicht okay. eingrenzen. Okay. Weißt du, da, wo man in den Sinn kommt, war wahrscheinlich falsch. Otto, die sind, glaube ich, noch mega laut, wenn sie wollen. Toll. Ja, zum Singen, wenn sie einfach am Land anfangen rumzuschreien oder irgendwie vielleicht sogar beim Sex. Was Gott? Was für welche Tiere auf dem Land könnten noch laut Also sind komplett falsch, aber eben, ich gebe noch eine Chance. Ey, ist es, kann man es differenzieren? Jetzt stell dir mal Fragen, du tust nur mit Ja und Nein. Okay, Also, ja, dann machen wir es so, ja. ist es ein Vogel? Nein. Da, okay, krass. Ist es auf dem Land? Nein. Ein Wal, komisch gut. Ja, aber es gibt tausende. Es ja, gibt auch viele. Schwert ist Nein. Schwert. Nein. Orca-Wal. Okay, aber Er sagt Schwert- Schwertwal und er sagt Schwert Orca. Orca. Alle die gleichen, aber nein. Schwertfisch Orca. Gibt's da immer? Oh mein Gott, Alter. Blauwal? Nein, Bro, nein, fix ist der nicht der Leuteste. nein, ist nicht politisch. Also, man darf, Ich kann mich mit also dem jetzt muss man halt noch sagen, wie tut man es messen. Achtung, Das Achtung, erklärt ihn Achtung. schon. Weil, Karan, oh, du Zürich erklärst es noch. Was Du passiert? bist fast umgeschmissen. ist schwer alles. Auf jeden Fall. In dem Fall ist es ein Wal. Yes. Fake. Wahrscheinlich kennen wir den Namen nicht einmal, weil er einfach viel zu tief Er heißt so in dem latinisch Maximus Deus Ja. Valius. Ja, Er heißt Pottwal, also Sperm Whale. Sperm Whale. Podcast-Wahl. Sperm Ist ein Whale Pottwal. heißt er. Soll ich erklären, wieso er Sperm Whale heißt? Das heißt, Also zuerst mal. also statt Sperm für Sperm. Ja, genau. Aber ich kann kurz schon erklären, wieso er so heißt. Aber. Zuerst mal wegen der Lautstärke. Zuerst mal wegen der Lautstärke. Okay, so. Er kann bis. Also unter Wasser, die klicken ja. Oder? Die so klicken. Ja. Und da kann bis zu 220 Dezibel laut werden. Okay. Du musst dir vorstellen, wir Sentis, wo wir waren, 126 Dezibel. Ja. Du musst dir vorstellen, das Doppelte. Voll schwach. Bro, Alter, das ist verdammt laut. Aber Aber die eben, klicken. ja, das ist so das Klicken, so. Die machen es wie afrikanische Ureinwohner. Und die, mit dem sehen sie eigentlich. Mit dem tun sie fast kilometerweise einen Schall raussenden. Ja. Und je nachdem, wie schnell etwas zurückkommt, wie Radar zum Beispiel, können sie Also einer wie Fledermaus. ja. Aber wo sind ihre Ohren? Um den Schall da wieder aufzunehmen? Ich nehme jetzt auf. Wahrscheinlich mit dem, also einer sicher mit dem Körper. Sie haben Ohren. Wo? Ja, die Seite. Ich habe sie noch nie gesehen. Sie steht nicht Ja, die raus. sehe Kann nicht. die stehen nicht draußen, nein. Sind einfach Ohrlöcher? Also sie haben nicht wie wir die Ohrmuscheln. Da haben sie nicht, nein. Ah, Brauchen sie nicht. Für was? krass, Sie müssen da das nicht ist mir einfangen. nie aufgefallen. Aber kurz, ich weiß nicht, wie viele Minuten haben wir? Sollen wir da aufsparen für. Oder wegen Sperm Nein, Whale? nein, ich glaube, wir tun das Thema jetzt da glatt nochmal bearbeiten. Ich glaube, du sagst, ob es stimmt oder nicht. Ich glaube, ein Wal hat sowieso Organe am ganzen Körper. Wie zum Beispiel ein Hai oder so. Die sind volle Sensoren oder so. Das ist well crazy. Mhm. Und der Wal hat das Gleiche und er nimmt es so wieder auf. Also, also der Wal an sich nimmt die Schallwelle nicht übers Ohr auf. Eben, gell? Nein, der nimmt Voll. da über seinen Körper. Körper. Ein Rumpf. Mhm. Aber kurz, wegen Sperm Whale, Ja, stimmt, ja. das ist der Pottwal, richtig krasse Tier. Mhm. Aber sie sind zu Unrecht, heisst es so, weil früher noch hat man ja noch Wal gejagt, Mhm. wegen dem Öl. Sind aus dem Sperm. Sperm, wo sie das Gefühl hatten, weil früher ein Pottwal, weiß nicht, ich kenne kein Bild oder vom Pottwal. Kari. Mal. Ist das der Weiße? Nein, ist ein lange ist einer von der wenigen Zahnwal. Hat er einen langen? War ein lange? Jarok. Ja, Ja, Bro, gut. jeder Wal Ja, Ross. jede Wal hat einen lange. Ja, weil du sagst, man hat den Jagen vielleicht wegen dem zum Potenz steigen. Nein, es ist, Aha. weil sie haben wegen dem Öl, wegen dem Wal, wegen dem Fett, haben sie Kerzen zum Beispiel
Ah, krass. Können, viele Öl sind also aus dem ein Grund, wieso es Wal gejagt Wie lange ist er schon her? Was heisst Nicht früher? allzu lang, 1954. Aber Man zwei. jagt ja Wal immer noch, aber es ist halt streng so Japan tut man noch viel ab und zu, aber dann gibt es aber weniger, viel weniger als früher. Ja. Früher ist schon öffentlich, jetzt darf schon nicht mehr, wirklich gar nicht mehr. Das ist nicht Man erlaubt. macht ja dann trotzdem noch in der Parfümindustrie. Braucht man noch eigentlich Walkotze? Ich weiß Genau, nicht, inwiefern das stimmt. Wow, dann habe ich auch gesehen. Einer Nein, hat nicht mal, Nein, einer hat mal so einen Klumpen gefunden am Der hat Strand. Millionen gemacht wegen dem. Der Klumpen hat Millionen gegeben. krass. Ich weiß nicht, was für Material da ist. Und er ist gestunken. Er hat gesagt, das stinkt. Wenn Aber man stinkt. in Deutsch heisst Ambre. Walkotze. Also man tut, wenn irgendwo in den Ingredients von Parfüm steht Ambre, dann ist es effektiv da. Krass. Oder Amber, Ambre, irgend so etwas. okay. Also man braucht es kaputt viel in der Parfümindustrie. Deswegen tut man wahrscheinlich auch irgendwo durch. Ja, und eben, Potwal hat vorne, es ist ein langes Gesicht, oder? Hat er so eine Bühle? Das ist Beluga, oder? Nein, der Beluga ist Ist nicht Pottwal einer der grössten? einer der größten, ja, aber nicht der Okay, größte. Blauwal Weißt ist du, der ein größte. Der größte Beluga, Blauwal. der Beluga hat doch so einen komischen Ja, das ist, Stirn. aber das ist ein das ist ein weiß. Das ist aber kein. Voll. Die sind nicht allzu groß. Also, Also okay. weiß, 3-4 Meter, 4 Meter Mhm. könnte ich werden. Schon. Aber man hat ihm einfach ein Flugzeug gewidmet, Alter. Ja. Okay. Das ist ein schönes Tier. Ja. Aber eben, im Potwal ist so gewesen, vorne an der Nase hat er 2 Tonnen voll Flüssigkeit gehabt. Und man hat gemeint, dass da das Sperma ist von ihm, Oh shit. vom Potwal. Aus dem haben sie da eben, deswegen ist der Potwal so beliebt früher, weil man halt viel, 2 Tonnen, Bro. Der hat 2 Tonnen Flüssigkeit vorne. Oh shit. Und aus dem hast du Öl können generieren oder halt flüssig. Okay, und der Name ist seitdem eigentlich geblieben, obwohl es ein geblieben. Druckschluss ist. Ja, es ist, Ja, aber 2 Tonnen, da darf man halt auch nicht vergessen, ist aber doch nicht so viel. nein, der Typ ist ja 50 Tonnen. Der Typ, als wäre so. Nein, als meine wäre der Damen und Onkel. Herren, 1 Tonne Wasser ist 1 Kubikmeter. Ja. Gell? Nur, dass man sich da 1 Ja. Meter mal 1 Meter mal 1 Meter ist gerade 1 Tonne. Mhm, Ich habe jetzt vorne gerade im Kopf gehabt, Alter, wie viel sind 2 Tonnen, Mann? mhm. Aber dabei ist es eigentlich noch gar nicht so viel. Eigentlich im Volumen her. Ja, aber In von der Relation, Gewicht her sind Aber, es 2 Tonnen. aber gleich, es sind fucking 2 Tonnen. Krass. Ja, ja. Aber deswegen ist der Name einfach geblieben. Dann, irgendwie, aber Potwal ist Ja. einer von der wenigen Zahnwal, ja, mit dem AK zusammen und mit der Delfin. Ja, OK Also ist eben. eben, ja. Ich könnte euch nur denken, der Karan ist sehr, sehr tief in dieser Materie drin. Und wir haben nicht einmal Podwahlcast-Folge aufgenommen bis jetzt. Aber da kommt sicher noch auf euch zu irgendwie im neuen Jahr. Und mich wäre überhaupt nicht wundern, wenn die Verschwörung unter unseren Zuhörern entsteht, dass der Karan eine Flosse unter seinem Turban hat. Das ist sowieso. Aber so, Das ist Kima, Bro, ich bin high. Aber wir müssen uns eigentlich immer noch richtig mal entscheiden, was wir nächste Woche machen, weil eben der Karan geht am Donnerstag auf den Flug und vorher wird es sehr, sehr schwierig die letzte Folge noch vor der Pause, vor der Podcast Neujahrs Eve bla Pause. Sollen wir jetzt noch eine Fragerunde machen, dass wir es nächste Woche urschalten können? Oder sollen wir jetzt die Folge aufnehmen, bla fertig machen und dann nächste Woche gar nicht mehr hochladen? Nein, wir versuchen es mal. Oder? Dann machen wir da einen Cut und Ja. kommen dann nächste Woche dann wieder mit der Frage. Ah, nein, ich meine, wir versuchen es mal mit Fragerunde. Eben, sollen wir es jetzt Ja, in aber- dieser Ja, Folge noch ja, sorry, oder sollen ja. wir es nächste Woche? Nächste Woche. Nächste Woche. Woche. Nächste Woche, aber zum nächste Woche hochladen, Sorry, oder? Ja, ja, nächste Woche. Wir Ja. nehmen es jetzt auf, aber laden es nächste Woche auf. Okay. Hä? Nicht nächste Woche aufnehmen und nächste Woche hochladen. Ja, aber heisst nächste Woche? Ja, irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja. Ja. Welche Zeit? Welche Zeit? Ich meine Am aber Abend. wenn. Ich muss schauen, wenn ich Schule habe. Eben, nicht. das Ich ist- bin rum. Ich bin rum. Das ist aber auch ein bisschen... Dienstagabend geht sicher bei mir. Aber ihr sollt mal Fragen stellen. Stell die Okay, Frage, dann machen wir Bruder. noch einen Post, dass wir eure Fragen noch mit einfließen lassen. Stellt euch, was für Fragen sollen es kommen? Sollen wir ein bisschen Ja, so- leiten? Differenzieren. Ja, ein bisschen, auch vielleicht auch Recap zu den letzten 6 Genau. Folgen. Das ist sicher mal eine gute Idee, dass so, falls ihr noch Fragen habt bezüglich der ersten 6 Folgen bis jetzt und auch bezüglich dieser Folge jetzt, Fragen stellen, dass wir vielleicht Geschichten noch eher weiter ausformulieren, weiter erzählen oder so. Sagt noch, ob der Karan sich als Wahl identifizieren lassen ab Neujahr. Gender, nicht schreiben. Ja, Gender Genderwahl. Wahali. Ja. Whale. Whale oder Wallahi.
Und genau, wir machen sicher noch einen Post. Und ja, Mann, hat ruhig angefangen. Die Folge hat aber sicher eine gute Dynamik. Hat sich wahrlich beendet. Yes. Ich weiß Gott, nur Gott weiß, was das heißt. Wahrlich Wahrlich gewendet. Weißt du, wegen Wendung und Wahl und Wendig. durchs Wasser gleiten. Sind eigentlich die Wale die einzigen Tiere, die sich so bewegen? Statt so im Wasser. Wolltest du nicht noch mal überlegen? Das Also ist so eine gute die Frage. Das ist eine gute Frage. Waltiere. Wahlart, meinst Walarten. Also Delfine zähle ich auch dazu. Ja. Ja. Kann man glaube ich schon sagen, ja. Aber eben, der Karin ist schon der Experte. Da war ich mir auch mal, wo ich mir mal gedacht habe, wenn du so richtig ein Kiffer bist und dann bekifft bist, kannst du dann sehr wahrscheinlich Sachen sagen, ich bin so bekifft wie ich bin so high wie ein Wal. Weil wenn ein Wal zuoberst oben an der Oberfläche ist, dann ist er eigentlich in seiner Dimension am höchsten von allen. Highest in the room. Highest Weißt in du, was the ich room. meine? Kannst du sagen, ich bin so high wie ein Wal. Krass. Und noch geschwind wegen dem Folgennamen. Wir haben Gurkenhose. Wir haben ist Sperm echt wegen Sperm. Und etwas anderes fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ja, da haben wir Tiere, Alter. Wie kann es einfach Sperm Ja, heißen? da hab ich so. Ich habe mich verletzt, wo ich da. Ich habe ein paar Dokus immer auf Deutsch geschaut, oder? Ja. Nachher habe ich einmal ein Doku über. Ich weiß nicht, um was gegangen ist. Nicht über den Pottwal. Mhm. Aber dann ist der kurz reingekommen, oder? Mhm. Dann einfach Sperm Whale. Ich so, what the fuck, was ist das für ein Wal? Ja. Nachher ich googelt Mhm. und dann eben Pottwal. Und nachher habe ich ein bisschen informiert, wieso heißt denn der so? Ja. Für jeden Namen hat irgendeinen Grund. Ja. Außer das ist vom Lateinischen. Ja. Und dann bin ich darauf froh, dass es eben von dem Grund ist. Aber bei Sperm, kennt ihr Tom Supreme? Oder anders auch genannt Tom Sperm? So ein Kommt mir irgendwie YouTuber. bekannt vor, der So ein Name. YouTuber. Kennt ihr Seven vs. Wild? Ja. Ja. Schaust du Das das? bin ich, ja, ich schaue es. Ich schaue aber nur den Knossi. Ja, ich auch. Knossi. Der Tom Sperm ist einfach selber zu Knossi seinem Standort gegangen. Ah, krass. Und hat 2 Tage dort verweilt, dann ist er wieder weggegangen, weil er Angst hatte, er kommt nicht mehr weg von dort. Krass. Ohne Backup angeblich. Ich glaube zwar nicht, aber Nein, ich okay. bin. Ja. einfach nur so random noch gesagt. Falls jemand da gerade am Schauen ist. Also, liebe Leute, ihr werdet sicher noch ein paar Posts von uns sehen bezüglich der nächsten Folge. Und eben dann haben wir 2 Wochen Pause. Da werden wir sicher nächstes Mal noch genauer Analysieren. mal ansprechen. Und bis dahin, yalla, goodbye. Danke vielmals. Thanks Ciao for zusammen. watching, listening. Der will mal jetzt hindern, ich sag das. Ja. Ja. Hey Bro, mein Twin geht wieder. Yes, tweet mir gerade die 1000 Stutz, wo man das schuld ist, halt. Ich sag dir ganz ehrlich, Bro. Wir müssen schauen, wie wir das machen. Weil, Also mir schon, das ist gar nicht, Bro. Ich will es ernst. Unsere vergessen. Nein, Ja, ich will's mal, wir haben ernst. dir geholfen beim fucking Ah, ja, stimmt. Dach, Wenn zahlst du mal Mathe? Dachschleifen. Ich weiß nicht, Jungs, ich weiß nicht, ich bin gitzig, ihr wisst es. Ja, vor allem. Hey, übrigens, was leuchtet dort rein so, Mann? Vor allem stell jemand vor. Er muss Oder das Geld Gitzige, jetzt, Alter. er muss das Geld jetzt noch behalten für. Er ist jetzt seit neuestem wieder Onkel geworden. Ja, aber da haben wir gar nicht geschwätzt, Alter. Geht. Hey, Junge! Onkel geworden. Zum 4. Mal oder so wahrscheinlich. Hat uns echt mega gefreut, was du geschrieben hast. Danke. Oh, danke. Sind wir auch Teil von der Familie? Ja, das sind da. Aber ihr müsst Was einfach sind nicht wir? Was haben wir für eine Funktion? Was haben wir für einen Verwandtschaftsgrad? 50 Grad. Wie nennt man das einmal? Kukuse. Kuckus. Nein, weißt du, meinst Wie heißt das? Bekannte. Schwieger. Schweinsteiger. Nicht Schwiegeronkel. Nein, der andere, Schwiegeronkel Mann. Der andere, wo man Götti, Gott. Gotti, ja, Götti. das ist Gott. Ich kann da nie differenzieren, was das Ja, und ist. ich habe es auch nie gecheckt. Ja, das ist einfach einer, der nicht zu der Familie gehört, aber wenn jetzt, Nein, ich glaube, aber was männlich und was weiblich ist. Gotti? Götti oder Gotti? Gotti ist weiblich und Götti ist männlich. Hat etwas zu tun Glaube ich. Nein, das stimmt nicht. Hat Er etwas, ist- John Gotti. Warte, hat etwas zu tun mit Gott oder mit Gott? Wahrscheinlich mit nicht dem. Wahrscheinlich mit beidem nicht. Wahrscheinlich, Okay. wahrscheinlich mit dem Drogenbaron John Gotti. John Gotti. John Gott. Ah, sie überhaupt warte, John, warte, ich weiß gar nicht. Hey, übrigens, für die, die es nicht wissen, Gott heißt auf Türkisch Arsch. Arsch, ja. Böse Gott.
Göttweren ist Ja, ist nicht, soll in man nicht sagen. Umgangssprache vielleicht eine Beleidigung, Ja, sehr. aber heißt Arschgeber. Und Mhm. falls wir jetzt öfters mal Gött sagen, dass ihr versteht, was wir meinen. Also Mhm. eigentlich Arsch. Mhm. So was sage ich nicht. Hä? So was sage ich nicht. Ja, ich sage es ja im Deutschen nicht, aber wenn man es in einer anderen Sprache sagt, ist Böse es gerade Gött. verharmlost. Ne? Oder? Ja, das ist Aber so. nochmal. Ja, das Wenn man kann so Fluchwörter oder so ins Englische oder in eine andere Sprache sagt, dann ist es gerade so wie verharmlost. Mhm. Und also Und Arschgeber witziger. heißt jetzt Ass-Giver. Oder was soll man? Nein, Also eben Receiver. Göttweren. Hä? Oder du Gött. Göttweren. Oh, du böse Gött. Ja, böse Gött. Aha, so, weil, weißt du so. Wenn ich halt nicht Arsch sage. Alles nur wegen der Ästhetik der Wörter. Ja. Es lässt sich viel schöner aussprechen. Ja. Böse Arsch. Eben. Gött. Ja, Bro. Böse Gött. Böse Gött. Oder- Danach kommst du davor, als wärst du von Oder Frankfurt. weißt du, wie lange habe ich das Wort Gina benutzt? Ja, früher Das noch. Gina. Wort Oh mein ist so Gott. universell. Ja, Mann, da ist früher. so viel Macht hat Ja. das Wort. Das ist unglaublich. Gina. Aber- Schau, jetzt könnte ich sogar sagen. Immer noch. Gina, dass er es gesagt Aber hat. seitdem, dass in diesen fucking Shisha-Bars das Wort einfach missbraucht worden ist, habe ich mir einfach sagen, ich muss stoppen mit dem. Bro, bei uns in der Ich Schule kann für Oberstufe. Stop Oberstufe. Wort Nummer 1 gewesen. Oh, Gina. Oh, Nein, Gina, schau am Gina. Boden. Kennt ihr Schau am Boden? Ja, Schau am Boden. Nein, kenn ich nicht. Weißt du, Mann, wieso sagen wir da? Das ist, glaube ich, von einem Schau am Boden. Battle Rap irgendwann in der Schweiz rausgekommen. Schau am Baden. Ja. Easy. Gut, danke. Ciao. Also, ihr Gött während. Ich Schöne versuche Woche noch. gesund zu werden. Ja, ja, ja.